Hallo zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander, wie auch immer. Hey, es ist wieder einmal Samstag. Ich bin daheim. Ich habe jetzt die letzten paar Tage auf Schweizerdeutsch kein Video gemacht. Ich habe natürlich auch ein bisschen studieren, wie und was und wie das soll eigentlich weitergehen auf dem Kanal, oder? Und ich habe mir da überlegt, ich werde in der Woche 1 bis 2 so Video machen, in dem dass ich einfach Schweizerdeutsch rede. Wenn es dann draussen ermöglichen tut mit den Temperaturen, werde ich rausgehen mit der Drohne und Drohnenaufnahmen machen. Und das ist also einfach die Zukunft, dass ihr es wisst. Drohnenaufnahmen machen und dann mit Begleitmusik werde ich es hochladen. Und dann könnt ihr schauen, wenn ihr wollt. Und ihr könnt mir auch ein Like geben. Und dann könnt ihr auch euren Kollegen sagen, hey, hört, da ist ein Typ rum, der ist gar nicht so schlecht. Oder? Er ist mehr recht wie schlecht. Und dann schaut vielleicht der Kollege auch und dann habe ich meine Abonnenten schon von 32 auf 33 auf katapultiert. He? So schnell geht das. Also, was ist jetzt passiert? Die letzten paar Tage, ich bin ein bisschen in mich eingegangen. Ich hatte Bedürfnis mit einem intelligenten Typ, also jemand, der Hirn hat, kann studieren und die Zukunft voraussieht und sagt, hey, das und das wird wahrscheinlich im 22 passieren. Also einfach, ich habe Selbstgespräche gemacht oder ich habe mit mir selber ein bisschen geredet. Dann sage ich, hey, ich war gestern in der Bude. Wir hatten am Nachmittag eine Schulung über über Strom. Hört, Jungs. Jetzt müsst ihr ganz gut zuhören. Ich habe hier schnell eine Seite aufgemacht, nicht damit ich kein Zeichen erzähle. Abhängig von der individuellen, ist das schwierig zu sagen, Physiologie beträgt der menschliche Körperwiderstand 700 bis 1000 Ohm. Jetzt müssen wir gut zuhören. Entsprechend genügen schon 50 Volt, um einen lebensgefährlichen Strom von 50 mA, das ist nicht viel, fließen zu lassen, doch auch weitaus geringere Ströme ab 10 mA können tödlich sein. Also wir reden hier von 50 Volt, 50 mA, aber auch 10 mA können tödlich sein. Es geht 0,4 Sekunden. 0,4 Sekunden und dann stellt die Pumpe ab. Darum haben wir ja einen FI-Schalter. Und der sollte eigentlich unter 0,3, also in der Regel ist es viel weniger, tätscht das FI raus und dann ist ja kein Strom, oder? Aber jetzt müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ja, ich habe ja einen FI daheim, gehst in der Badwanne dich föhnen, dann hast du nämlich das letzte Mal geföhnt, wenn der Föhn ins Wasser fliegt. Passt einfach auf. Hört, jetzt ohne Seich, wir haben das gestern noch mal durchgenommen und ich wollte euch, weißt du, wir können schon mal ein bisschen Seich machen, oder? Also ich mache eigentlich den ganzen Tag ein bisschen Seich, also ja, ich habe viel Blödsinn im Kopf, aber das ist jetzt eine ernste Sache. Aus Spaß wurde ernst. Ernst ist 7 Jahre alt. Nein, los, was musst du machen, wenn du jetzt eine Lampe wechselst? Da müsst ihr eben ganz genau aufpassen. Lampen wechseln, Jungs, Steckdosen sind an der FI angeschlossen. Zum Teil Lampen eben nicht. Das kann tödlich sein, ohne Seich. Was musst du machen? Wenn du jetzt in der Stube willst Lampen wechseln gehst an den Sicherungskasten, oder? Und dann Wohnzimmer raus. Gut. Dann musst du aber aufpassen. Vielleicht ist eben falsch angeschrieben. Immer kontrollieren. Dann gehst du rauf und schaust, ob du Strom hast.
Und dann musst du aber machen, dass wenn die Frau heimkommt und sagt, hey, da innen ist dunkel, nicht, dass sie die Sicherung tut. Also, abschalten, sichern, dass niemand einschalten kann. Sichern. Es gibt so kleine Schlössli für uns, die draussen arbeiten mit dem, haben wir so kleine Schlössli, die wir hin tun können. Aber du kannst die Hause ja, weiss nicht, was du machst. Kleber ist nicht gut. Einfach sichern, dass niemand einschalten kann und dann prüfen. Prüfen, ob du Strom hast. Aber nicht mit so einem Schraubenzieher, der hinten ein Lämpchen hat. Das ist nichts. Wenn du auf der Leiter stehst und gut isoliert bist, leuchtet es auch nicht, auch wenn du Strom hast. Darum solltest du mit einem richtigen Ohmmeter oder ein Prüfmessgerät kannst du in jedem Baumarkt kaufen. Einfach nicht da mit dem Schraubenzieher, das ist nichts. Das ist nichts. Es gibt anders. Einfach nicht da Schraubenzieher nehmen. Und dann kontrollieren auch vorher, wo du Strom wirklich hast, schauen, ob das Gerät auch tut. Dort, wo es Strom hat, auch Strom zeigen. Also, tun die 3-4 Sachen machen, das ist wichtig. Es gibt eigentlich 5 Regeln. Das andere ist, wenn du jetzt im Verteilerkasten etwas machst, wenn du nebendran Strom hast, dass man dort abdeckt. Nicht, dass du mit dem Ellbogen irgendwie dran kommst beim Arbeiten oder so. Oder das 5. ist noch Erde kurzschliessen, aber als Laie brauchst du die 2 eigentlich nicht. Wer macht schon in einem Elektroverteilerkasten etwas, wenn er Gipser gelernt hat? Oder? Aber eine Lampe tut doch auch der Moler, auch der Gipser, auch der Bäcker, auch der Plättlilecker und auch ein Mediziner tut die Lampe selber die wechseln. Darum ist das mega wichtig, da was ich jetzt gesagt habe. Hört, eins sage ich euch. Strom ist hure schlau. Strom hat Zeit. Strom wartet, bis du dort anlenkst. Und eins musst du wissen. Strom schaut nicht, ob du gut aussiehst, wie ich. Ob du ein guter Mensch bist. Strom sagt nicht, hey, der tut alle Jahr 50 Steine der Krebsliga spendieren, dem tätsch jetzt kein. Der tätscht jedem eins, auch wenn es der Papst selber daran anlenkt. Strom kennt nichts. Da müsst ihr einfach wirklich aufpassen. Da, die paar Punkte, die ich jetzt gesagt habe, müsst ihr einfach schauen. Und die FI haben, also die meisten haben das, oder? Die FI haben alle. Und die FI sollte man eigentlich jährlich, je nach dem Halbjahr oder jährlich einmal testen. Am besten geht das bei der Zeitumstellung. Macht euch eine Notiz. Weil wenn du ein FI, sage ich jetzt einmal, 7 Jahre nicht bewegt hast, kann sein, wenn es dann darauf ankommt und das hier brauchst, nicht so gut funktioniert. Und dann war es eben auch mit dir, oder? Dann gibst du den Löffel auch ab, oder? Und das wäre ja nicht gut, wenn man mit 50 stirbt und hat so viel AV eingezahlt und geht alles flöten. Da kommen die Kinder eben auch nicht über. Ja, wäre ja schade, oder? Nicht nur wegen AV, auch wegen sonst. Oder vielleicht hat irgendeiner Freude und sagt, leck, zum Glück hat es dort doppelt geputzt, oder? Aber das ist ja eigentlich wenig. Oder man hat ja uns gern. Oder man hat auch in der Nachbarschaft hat man uns gern. Oder wenn ich jetzt hier raus schaue, ist einfach wie eine tote Hose. Oder? Also das ist unglaublich. Da läuft einfach nichts. Wenn ich hier auf dem Friedhof bin, hat es mehr Leute wie hier an der Wiesenstrasse. Oder? Das ist unglaublich. Da kommst du Depressionen über. Herrgott nochmal, da musst du ein Selbstgespräch machen. Da, meine Fresse. Hey, wie läuft es bei euch? Ist alles gut? Habt ihr guten Kontakt mit den Nachbarn? Und so weiter? Aber aufpassen, he? Nicht verwutschen lassen. Achtung, ist gefährliche Ebene dort. Also, dann möchte ich eigentlich euch nicht mehr länger aufhalten. Es war jetzt ein Video. Ja, wir haben etwas gelernt. Schreibt es mir doch unten. Hey, ihr schreibt nichts. Und macht ein bisschen Werbung für mich. Hey, sag dem Arbeitskollegen, hey, ich kenne hier einen Türk. Der kann im Fall Schweizerdeutsch. Ja. Ich habe auch verschiedene Dialekte, oder? Basler Leckerli. Basel, hä?
Ich habe dort einen Arbeitskollegen, der Grollimont. Hey, grüß, Grollimont, Thomas. Ja, habe ich überall Kollegen. Kollegen habe ich viel. Ja, der Kollege muss haben. Also, dann möchte ich euch nicht länger aufhalten. Heute ist Samstag. Was mache ich heute? Wollt ihr es wissen? Meine Kamera, ich habe einen GoPro 8, der gibt langsam den Löffel ab. Die Tasten funktionieren nicht mehr richtig. Und letztes habe ich gefilmt und so vom Auto aus gefilmt für meinen türkischen Kanal, oder? Und plötzlich, nach 8 Minuten, ist das so blau geworden. Also die Kamera ist nicht mehr, jetzt muss ich einen kaufen. Es gibt schon GoPro 10, aber ich nehme wieder das 8. Warum? Hey, ich bin ein bisschen geizig geworden. Echt. Wenn ich das 10 nehme, ist eigentlich nicht viel besser. Aber da musst du ganz Zubehör, 6 Akku und so weiter, musst alles wieder neu kaufen, mit Ladegerät, alles. Und das kotzt mich an. Oder? Nein, GoPro-Menschen. Wieso müsst ihr jedes Mal das... Ich weiss warum. Ihr wollt Kohle machen. Hm? Aber ich bin nicht blöd. Ich nehme das 8 nochmal. Und wenn ich nochmal das 8 nehme... Übrigens habe ich mit dem Video schon ca. 800 Videos gemacht. Auf meinem türkischen Kanal habe ich, glaube ich, 730 Ungrad etwas, wo ich veröffentlicht habe. Und dann habe ich natürlich noch solche, die ich aufgenommen habe und im Nachhinein gesagt habe, nein, das ist nicht, das ist Pupf und das tue ich nicht veröffentlichen. Oder? Okay, also hey, habt's gut, schönes Wochenende, passt euch auf euch auf und liebe Grüße aus Thurgau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.